Aber der Zauberer hat ihn grob am Arm gepackt, hat ihm eine Ohrfeige gegeben und hat befohlen: «Du bleibst da!» «Aber Onkel, was habe ich denn gemacht? Warum schlägst du mich?» hat der Aladdin ganz verdattert gefragt. «Lieber Aladdin», hat ihn der Onkel wieder besänftigen. «Es ist eben wichtig, dass du mir aufs Wort folgst. Wenn du genau machst, was ich dir sage, dann wirst du reicher als alle Könige.» Der Onkel, wo in Wirklichkeit ein mächtiger Zauberer war, hat nämlich 40 Jahre lang in seinen Zauberbüchern gelesen und studiert, bis er herausgefunden hat, dass genau da in der Erde eine Lampe verborgen ist, wo einem alle Macht der Welt geben kann. Und diese Lampe hätte Aladdin jetzt für ihn holen. «Mit meiner magischen Kraft konnte ich die Erde auftun. Aber nur du, Aladdin, kannst die Platte da unten auflupfen und nur du darfst in die unterirdischen Schatzkammern absteigen.» Und er hat ihm Aladdin ganz genau erklärt, was er dann machen muss, und hat ihm noch einen Ring an den Finger gesteckt. «Der Ring wird dir helfen, wenn du in Not bist. Und jetzt gang!» Der Aladdin ist in die Erdspalte abgesprungen und hat am eisigen Ring von der Marmorplatte gezogen. Und fast von allein hat sich die auflupfen lassen. Darunter ist ein Stege zum Vorschein gekommen und der Aladdin hat gewundrig absteigen. Tritt um Tritt hat ihn die Stege immer tiefer und tiefer unter die Erde geführt. Endlich ist er in eine grosse Gewölbkammer gekommen. Dort sind lauter riesige Krüge voller Gold und Silber herumgestanden. Aber der Onkel hat ihm streng verboten, irgendetwas anzulangen. «Sonst wirst in einen schwarzen Stein verwandelt», hat er ihm gedroht. Also ist der Aladdin ganz vorsichtig weitergelaufen, ohne etwas zu berühren, und ist in einen prächtigen, unterirdischen Garten gekommen. Da hat es viele Bäume gehabt, und an allen sind grosse, schöne Früchte gehangen. «Auf dem Rückweg kannst du davon nehmen, so viel wie du willst», hat der Onkel gesagt. Hinter dem Garten hat ein Stege mit 30 Tritten den Aladdin in einen Saal geführt, wo eine Öllampe von der Decke abgehangen ist. Es war eine alte, schäbige Lampe, aber genau die hat der Zauberer wollen.